möchte ich heute das neueste Buch vorstellen von luxa.lu, und zwar Der Papagei Oskar am Altersheim. Eine flott und turbulente Geschichte. Für euch kurz zu erklären, mein Bücher folgen dem internationalen Funkalphabet noch, und zwar Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee und Zulu. Ich fange dann mit der Geschichte. Hier ist der Papagei Oskar. Seht ihr den? Ja. Aber ich bin der Papagei Oskar und habe die Chance, für ein Kehr mit der Schullecher, mit dem Schul an der Quebec an die Vakanz zu fliehen. Weil ich der musste flott von tun, sind ich an ein Restaurant herangeflogen und habe hier auf einem Schaf übernascht. Madame Schul hat nicht genug Zeit, für sich um mich zu kümmern. Sie hat eine Rundreise durch Kanada gebucht gehabt und sie musste mit ihrem Gruppe weiterfliehen. Was ich alles erlebt habe, ei, war das flott. Hallo, sind ich aber all. Und ich denke, für bei dem Toni Moroni sein Bobby Romeo an Altersheim zu fliehen und bei ihm die letzte Tage zu verbringen. Ich fliege dann nur mal auf den Flughafen und setze mich relax auf den Flieger mit Destination Europa. Zu Bresel angekommen, muss ich umsteigen und setze mich dann auf den Flieger Richtung Findel. Von da an ist es nicht mehr weit bis an Altersheim, wo dem Toni sein Bobby Romeo wohnt. Juhu, einfach fantastisch! Es ist gut gekommen. Vier Gebäude, die großen Bäume, und an einem von denen los nicht mich näher. Heilei, ein kleine Maus könnte mich begrüßen. Hoppla! Und wie warst du dann? Ach, schwupps, als Maus auch nicht fort. Ich gucke mir dann nur mal an und dann passt nicht auf, bis das der Bobby Romeo auch rausspazieren kann. Oh, du kannst eine Ambulanz an den Hof gefahren. Drei Leute in komischer, greller Kleidung klammen raus. Sie holen ein Art Bett mit am Gebäude. Nach enger Zeit kommen sie heraus und es liegt eine ältere Frau auf der Brücke. Sie ist viel krank und muss bis ans Spital. Für eine Kontrolle. Den Oskar fliegt über die Kamionette bis bei der Barriere. Donner spaziert hier am Hof rundherum. Auf einmal kommen viele Leute raus und klammen an den Bus. Den Oskar hört, wie sie davon schwätzen, für bis auf Vorort zu fahren. Trippelte Lobis an die Rezeption. Oh nee, was ist denn da denn? Schreit ganz hart eine Frau mit kurzen blonden Haaren. Sie hält eine Zeitung und fuchtelt damit rundherum. Den Oskar fliegt mir heisch und sie kann hier nicht fortjagen. Ihr fliegt nur links an den Gang bis an das Restaurant. Da soll ihr Reaktion. Nur hier steht aufwarten. Hier sitzt ich auf einem großen Plan auf Wert. Das ist ein Restaurant, da muss ich schon viel stellen. Das ist ein Tisch und ein Laptop. Das ist ein Restaurant. Nur langer Zeit geht die Rob und das Server könnt raus. Tono geht hier jetzt an den Ilserer stellt die Platte mit Getränken auf den Tisch. Den Oskar nutzt den kurzen Blick und fliegt an den großen Saal. Der Server hat das noch nicht gemerkt gehabt, so stark war ihn auf seine Arbeit konzentriert.
Lo heeschet nach aufwerden, ob de Bobby Romeo dann auch lo irse könnt, denkt den Oskar. Dir geht ob a viel Leute mat an oni Rollstuhl oder Rollator kommen ran und sitzen sich um ihren Tisch. Verschiedener sind allein, andere kommen zu 2 oder zu 3. Oh, ein Papagei, rief Madame Hugert. Du spinnst jo, antwortet Madame Sidonie. Ich meine, du seist Männerscher. Je. Den Oskar setzt sich lo ob der Teig nirgend in Suppe kommt. Das riecht aber noch wel gut, Teig. Denkt hin und trippelt hin an hier. Ups, entfällt ihm ein bisschen Kocker ob de Comptoir. Es sieht aus wie Rahm. Der Mann, den du serviert, erblickst dann, botzet direkt wäsch. Nicht, dass nach Eler die Mann Leute, das heißt Leute, die durch und eh sind, mengen, es wäre etwas für einen Zopf zu zoppen. Das weiß ich ja nie. Lo könnte ein großer Mann an meinem Rollstuhl herangefahren. Endlich, das ist der Bobby Romeo. Hallo, kennt ihr mich noch? Piepst den Oskar? Wie bist du dann? Hallo, ist die nicht? Der Papagei Oskar, kennt ihr mich noch? Nee, mein gute Jung. Ich weiß beim besten Willen nicht, wenn's du bist. Die anderen Leute fährten den Papagei und kommen nicht bis bei ihnen. So dezidiert den Oskar fortzufliehen, und zwar zu dir raus, bis an den Hof. Hin hält du ein Mittagsrast und schläft auf einem Ast. Und wie bist du dann? Hi, und wie könnt ihr durchsprungen? Ich kann Weschenchen. Das ist Lisa. Maar es sind der Papagei Oskar aus dem Quebec. Aha! Kaffeeschelchen hopst weiter und lebt pöllerisch den Baum herab. Den Oskar flieht weiter. Hier begegnet noch viel Tieren. Zum Beispiel ein kleiner Leif Katz, die erzählt ihm, dass sie neben dem Altersheim wohnt. Durch die pure Küsten und an einer von denen schläft sie. Am Sommer geht Katz viel von den Bewohnern aus dem Altersheim gehemelt. Und am Winter hält ein Leif 2 Jahre mit ihm. Da ist es gut warm. Ein paar Bewohner haben einen eigenen Mob, den sie konnten mit am Altersheim heranbringen. Und das ist immens beruhigend. Aber leider geht das nicht überall. Das ist nicht überall erlaubt. Den Oskar hat Muppen aber gut nicht gern, weil die bilden ihm zu hart. Den Oskar flieht weiter, aber begegnet den Herr Schmidt. Ein Mann, den am Altersheim schafft. Der weiß gut Bescheid und erzählt dem Papagei ganz viel. Heiß in Geschichte mit vielen Erklärungen. Das ist ein grosses Haus, wo viel ältere Leute, auch Senioren genannt, zusammen wohnen und da betreut gehen. Wenn ihnen gesundheitlich etwas fehlt, kriegen sie direkt medizinische Hilfe. Es sind noch Ergotherapeuten und Kinesen da
oder die kommen an d'Haus. Et ass e bësse wie an engem Hotel mat dem Ënnerscheed, dats Bewunner eng Schall op hirem Armgelenk droen, a wann sie fallen oder hinnen net gut ass, können sie direkt eng Hëllef ufroen. Am Altersheim gëtt et eng Direktioun, e Sekretariat an eng Rezeptioun. Et gi noch viel Räum am Keller, wo d'Personal hier perélech schief, An Duschen hunn eng Infirmerie, eng Ergotherapie mat Turnapparater fir Turnübungen, eng Kinesitherapie fir Massagen, eng Kapell fir Rot ze fannen, eng Epicerie, e Koffersalon, eng Buanderie mat Wäschmaschinen, e Festsaal, eng Bibliothek, a verschiedene Gemeinschaftsreim, eng Stifche fir ze rachten, fir ze basteln, fir ze molen, fir ze stricken, bitzen, sangen a fir ze essen. An e grosse Restaurant mat enger professionell agerichtner Kichen, an et gëtt och e Servicetechnik, den sich alles bekümmert, wann ich etwas zu flicken ass, zum Beispiel elektrisch, Heizung, Sanitär, an och Gärtner fir d'Alentoren proper zu halen. Sie setze schön Blumen an méem Gras. Bewunner kree moies ihre Kaffeebrett gemacht an gëtt auch für sie gekocht. Verschiedene Leute hunn awer eng ege Kichen, wie die allermeescht die regelmäßig an de Restaurant, et gëtt auch oft gefeiert, an gesungen, an gëtt viel Musik gemacht und so weiter. Oft machen die Leute aber auch zusammen den Ausflug, und das ist eine Flotsache. Sie gehen mit Bussen aufgeholt und auf einen Platz gefahren, wo sie etwas Flottes besichtigen und etwas zusammen essen. Den Oskar ist begeistert. Flott, das macht viel Spaß. Den Herr Schmidt fährt weiter. Dafür gibt auch auf vielen Altersheimer ein amikal Freund gegründet. Da sind Leute dran, die nach daheim wohnen und noch fit sind, für die älteren Leute aus dem Altersheim bei einer Sortie zu begleiten. Sie organisieren hier so Fest oder Basar, wo viele Söhne kommen, die dann investiert gehen, für einen Ausflug zu ermöglichen. Weil aber viel älter und auch oft ganz krank Leute an Pflegefällen wohnen, könntet ihr dann auch für, dass ihr stirbt. Die Familie wird dann benachrichtigt. Viele Leute sind traurig, aber das ist der Lauf vom Leben. Das Zimmer geht dann jetzt frei für einen neuen Bewohner. Das ist traurig, aber die Realität. Der Oskar fragt, was machen alle Leute so den ganzen Tag? Manchmal stehen sie auf, wenn sie noch gut sind, und dann trinken sie Kaffee, verschiedene gehen waschen, andere machen das selber, sie lesen eine Zeitung oder gucken Fernsehen. Es gibt auch viele Aktivitäten, sportlicher Natur wie Tanzen am Sitzen oder Tanz beim speziell organisierten Fest, respektive Handarbeit, die Bitzen und Stricken, Mole, Sangen, Trommeln, Gesellschaftsspieler, Bingo, Vierlesung, kulinarischer, kulturell Zuchtien, Schubberfauer, Schiffreisen auf der Mosel, Musis, Touren, Trippeltouren, Kino, Theater, Oktav, Grillen, zusammen ein Zopfkochen, Backen und so weiter. Je nach Disponibilität vom Personal. Was sie wollen, können die Bewohner darunter teilholen. Es gibt regelmäßig kollektiv Geburtstagsfeiern organisiert, wo dann ein oder mehr Personen von außen zum Altersheim kommen, auf Flotmusik machen und die Leute kriegen eine schöne Bouquet Blumen überreicht. Sie können, falls sie wollen, und noch fähig sind, bei Kocher, Kaffee auch tanzen. Viele Pensionäre gehen auch außerhalb dem Altersheim spazieren oder bestellen sich ein Taxi. Verschiedene kriegen regelmäßig Besuch von der Familie oder Freunden. Andere bald gar nicht oder überhaupt nicht, weil keine Familie mehr da ist oder weil die Familie weiter verschwunden oder keine Zeit oder keine Lust hat, sie zu besichtigen. Falls Bewohner an die Klinik müssen, wird alles organisiert, dass sie die nötige Pflege kriegen. Die Leute kriegen auch die Kleider gewaschen. Auch da ist alles gut organisiert.
Alltag geht viel geputzt. Geputzt, und desinfiziert. Es muss alles ganz proper sein. Den Oskar ist ganz verwundert. Geputzt an Alltag. Die Leute gehen betreut von Altenpfleger, Firmieren an Firmieren, E-Soignanten an E-Soignanten und anderen Hilfspersonal. Ja. Ein Rollstuhl. Das ist selbe Wasser zu Glas. Amanda. Vielleicht. Was ist sogar Klimaanlage? Aber auch, das ist auch ein Gärtner da, für sich in Ballatoren zu bekümmern, für die proper zu halten. Und dann gehen noch schön Blumen gesagt und die mähen noch Gras. Bewohner kriegen morgens ihren Kaffee breit gemacht und wird auch für sie gekocht. Verschiedene Leute haben aber auch eine eigene Küche. Mit die allermeisten, die regelmäßig an das Restaurant. Pflege wird finanziert von der staatlichen Pflegeversicherung. Das Appartement oder Zimmer wird individuell vom Bewohner oder der Familie bezahlt. Ein paar ältere Leute liegen noch den ganzen Tag am Bett. Verschiedene Gruppen, die sie hier zu oben nicht mehr können ausdrücken, weil sie nicht mehr können schwätzen. Verschiedene sind dement und kriegen nicht mehr viel mit. Sie laufen von links nach rechts und gucken riecht aus. Sie erinnern sich aber noch an Sachen von früher. Aber nicht das, was 24 Minuten geschieht ist oder gesagt ging ist. Es sind auch Leute, die in ihre Schlag gemacht haben und nicht mehr gut gesehen oder richtig schwätzen können. Verschiedene sind halbseitig gelähmt und können sich nicht mehr bewegen. Sie können sich nicht ausdrücken. Wenn sie müssen auf die Toilette gehen, kann ich sich schon vorstellen, dass es ist wie bei einem Baby. Und dafür müssen sie leider ein Pampers kriegen und auch gewaschen gehen. Leute, die nicht mehr selbstständig essen können, gehen gefiedert wie ein kleiner Kind. Sie sabbeln und müssen den Mund aufgeputzt kriegen. Personal geht auch mit den Bewohnern spazieren und bringt die Leute zum Lachen. Sie spielen Gesellschaftsspiele mit ihnen und machen allerlei Aktivitäten. Liebe Papagei Oskar, ich hoffe dir ein paar Erklärungen geben zu haben, für dass du verstehst, was das Teil für ein Haus ist. Der Papagei weiß so viel. Leider ist sein Wunsch nicht immer erfüllen gegangen. Der Bobby Romeo hat hier nicht immer gekannt. Ein bisschen enttäuscht und traurig flieht hier weiter. Aber hier hat der Plan. Eine neue Idee. Hier fliegt nur mal an den Tierpark für den Papagei Pinto Bellissimo besuchen zu gehen. Der Papagei fliegt am Hof und am Park vom Altersheim rundherum. Hier auf einmal erblickst du eine Familie, die auf Besuch kommt. Der kleine junge Mika hat schön modern Rollschuhe an. Du musst Rollschuhe aber nur ausziehen. Hey, musst du den Turn schnappen? Den Deun, sagt dem Jungen seine Mom zu ihm. Der Junge folgt am Stadt. Hier stellt sein Rollschuh vor dem Gebäude neben einer Drecksküste auf. Oh, was ist denn dann? Ich probiere den mal an, sagt der Papagei Oskar. Und hier die Deo an, die Rollschuhe da. Und da fliegt hier rundherum. Ach, schwupps, fliegt den Oskar ein klein Rund durch den Park. Und dann rutscht ihn über den Makadam mit den neuen Schuhen. Ein paar Bewohner gucken rüber, gesehen den Papagei da fliehen. Guck, was ist denn da dann? Das ist ein UFO. Nee, Bobby Jean, das ist der Papagei mit der Rollschuhe. Also ein UFO-Papagei. Einfach den, lacht. Nee, sagt Mika, der Papagei hat meinen Rollschuh an.
Ich meine Stremen, seht eine Frau. Was ist das? Das ist ein Papagei. Ein UFO. Wird auch oft gefeiert, und da kommt ein oder mehr Personen von auswärts bis dahin. Und es ist Musik, und wird getanzt, und Kochkurs. Und weil das so flott ist, machen wir auch noch ein bisschen Musik, und wir tanzen auch, und wir singen, und jeder kann sich Plätzchen kommen. Die gibt es einfach. Gibt's einfach, aus dem einfach weiterreden. Genau, ja, du liegt das sagen wir nur all zusammen. Kann der das? Das ist letzte Woche ja Lied. Aber wenn den ich noch nicht kann, sie lehrt das nur. Da sagen wir alle Leute ganz hart matt. Aber ganz hart. Da sagen wir alle gut in das, was da steht. Der Berg tanzt vom Bärbel und Fra... Das ist ja etwas. Der tanzt vom Bärbel und Phrasen und Franz. Man Zucker und Polka, da kommt der Holtanz. Weiter geht es. Knappster, sie ein Balz, haben wir runter schon. Den Verschluss macht der Mine weh und. Nummer 3. Marikat, der Klaus, der Postbot, mein Klees. Der Johnny geht himmlisch, dem Johnny ein Biss. Junge, der hat nur ein Mädchen, 30 schon ein Den Direktor Im Gebäude kommt raus und guckt sich das Spektakel auch mal an. Endlich ist heimmal etwas los, denkt ihr. Er geht nicht ran an sein Büro. Hier ruft beim Deilenschutz an und fragt, ob irgendein ein Papagei vermissen. Es stellt sich heraus, dass keine Papagei vermisst. So überlegt ihr, was ihr dann lokal machen. Einerseits hat sein Bewohner ja viel Spaß mit dem Vogel. Aber andererseits ist es nicht erlaubt, so ein Tier da drinnen zu halten. Bon, hier hat eine Decision. Wir mussten den Papagei aufhängen und da bauen wir ihm ganz sicher ein riesiges Voliere mit 100 Meter lang. Von 100 Meter lang, pardon. Hier telefoniert stellt ein paar Leute vom Servicetechnik an, den Papagei mit einem Netz anzufangen. Gesagt, gemacht. Die Arbeiter kommen raus an den Park. Den Oscar lauert Gefahr und fliegt mir höher auf auf die große Bahn. Hier guckt sich der Dolo alles von oben an. Den Dote kriegen wir nie, sagte José. Den Oscar bleibt da sitzen. Ups! Trollschung fallen auf den Boden. Die Mika, die gerade rauskommt, hält sie auf vier rundherum. Sein ältere sie Puff, der Papagei mit Trollschung, gesehen zu haben. Schon komisch, so ein Aufblicker. Sie rüsseln den Kopf, auf fuhren heim. Den Oscar
Der Oscar bleibt ganz nur schon beim Sitzen. Am Morgen ist frei wie Talget, fliegt hier fort. Wohin, das weiß keiner. Da besteht sie mittlerweile auch Themengefahr bei der Familie. Alles ist ganz traurig am Tag. Ein Fledermaus fliegt rundherum. Ein kleine Maus liegt auf ihrem Loch. Da lausche ich nur noch. Das ist ganz ruhig. Viele Sterne sind im Himmel zu sehen, aber noch der Mond. Das ist noch einmal ganz ruhig, aber wir hören Blätter von den Beinen, die rascheln. Und es sind verschiedene Bereiche schon ausgenommen. Vielleicht schlafen alle. Just der Wirste ist an der Antrieb vorbei, an den er es wegkriegt. Weil die Nutzwirste muss aufpassen, dass alles ruhig bleibt. Hier ist Nutzwirste. Zweimal an der Nacht dreht hier sich rund durch den Park, auch rundherum dem Altersheim, für zu gucken, ob alles an der Reihe ist. Hey, ob einmal ein Sirene. Ganz hart! Tüter, Tüter, Tüter! Ein Puschisten, den anderen, noch ein! Ein Ambulanz! Noch ein! Aber das dann du los? Den Oscar heiert hat auch kein umgeflogen. Hier hält sich ein Eimer, er fliegt bei der Weiher, mischt Wasser dran. Donno fliegt hin, Richtung Dach, wo das Feuer angegangen ist. Hier schüttet den ganzen Eimer Wasser auf Feuer. Alois geht das aus. Hier fliegt Pulmol hin an hier. Ein Pumpschi aus Orlo oben auf der Leiter ankommt und hier stellt fest, dass das Feuer komplett aus ist. Pumpschi fuhr noch ein Weilchen ist fort. Den Oscar fliegt auch ein Tour über die Stadt. Es geht hell und hier fliegt nies an den Park. Hey, du hast hier nies, rief ein E-Soignant. Die musst hier aufhängen. Den Direktor könnt auch gucken, seht. Eigentlich, Hunde schmiert aber lo anisches überlöscht. Wir bauen Käfig. Wir fangen hier nicht an. Wir lehnen ihm aber speziell Futter auf eine Mauer und wir bauen ihm ein flotgroßes Fullenhäuschen. Hier ist unser Special Guest. Und hier ist immer hei willkommen. Der Nutzwirste hat den Direktor einen kleinen Notiz los mit dem Vorfall aus der 4. Nacht. Der Direktor war fasziniert. Hier denkt, das ist ja immens. Den Oscar, so ein gescheit der, muss seine Freiheit behalten. Hier ist ja bislang an der Natur eins gehen, aber werdet auch weiterhin. Wir bauen ihm ein Flothaus an Alkeier, wenn hier an der Gegend ist, kann hier ruhig übernachten. An den Oscar sind ganz viele andere Tiere, an die soen, das hast du gut gemacht, Oscar. Tänger soen dat, an Kanarien viele schon die so genial, gut hast du das gemacht. Und da seht in Eisfull seht, wow, du bist aber flotte, ne? Bravo für dein Courage, seht ein Eul. All Respekt. Und da könnt ihr schon, die seht, den Oscar, der kriegt den Wurm von mir.
Und da seht ihr ein anderes Vielchen. Was viel groß noch stärken. Du warst aber stark. Du warst ein Halt, seht der Schwan. Oh ja, das ist aber wirklich ein großen, dichtische Full. Den Oscar flieht über die Stadt, aber beginnt viel andere Philosopher, die hier begrüßen. Wirklich, den Oscar hinaus einzigartig. An allem Nacht flieht hier in Tour über Daltersheim und ihr guckt, ob alles an der Reihe ist. Vielleicht beginnt ihr hier mal um 2. An den Zoen von der ganzen Welt sind viele Schar und Käfische angesperrt. Aber wenn die Fullen auch noch viel Platz haben und noch oft rausgelost gehen, für hier Runden zu fliehen, ist das ja alles okay. Es gibt noch viele Leute, die Filche kaufen, einen ganz engen Käfighallen. Und das ist kein Leben, die ganze Zeit an einem kleinen Käfig zu sitzen. Das ist ihre Quälerei. In der muss ich können bewegen, so wie die auch leben kann. Bewegung an der freien Natur ist flott und gesund für ihre Muskeln und auch für eine gute Laune. Voilà, es geht mal leid, mir leider aus das Geschichte aus. Aber Buch ist noch nicht fertig, weil am Buch sind noch ganz viele flotte Erklärungen und viel Witze. Ich weiß nicht, Stelo. Da steht, wo geht das Thema am Schul? An Daltersheim mein Leben her. So, Luna, paar Meter am Wünschen und da sind wir da. Ihr seid aber nicht so leicht, Madame. Wart auf mich, sieht den Echo. Ich gehe noch gerne mit. So, das heißt so dann von der Geschichte. Hier am Buch kommen aber noch Erklärungen. Und zwar über die Leistungen vis-à-vis vom Bewohner, die hier gemacht werden. Zum Beispiel Personal, was das alles mischt, die gehen dann natürlich dem Bewohner zu essen und zu trinken. Und sie gucken noch am Tisch und an der Mobilität. Weil die Leute können ja nicht den ganzen Tag da sitzen und einfach nichts machen. Da geht auch noch eine medizinische Versorgung, wird dann auch aufgepasst, dass sie spritzen. Sie kriegen Spritze gemacht, Medikamente gehen die vergehen, Verband gehen angeschaut und gewässert. Verschiedene Leute brauchen auch aus verschiedenen Ursachen einen Pampers oder einen Windel. Und dann könnt ihr auch ein Raststuhl zur Ausbildung werden, auch in Age Explorer Kostüm zu legen. Die sehen aus wie ein Overall für einen Astronaut. Manchmal wird simuliert, wie es sich aufhält, wenn ich nicht mehr alles so fließend machen kann. Was ist das von einem Pfleger, den am Altersheim schafft? Wisst ihr das? Dann überlegen wir mal. Hier sind dann Erklärungen, und zwar Patienten betreuen und pflegen, medizinische Behandlungen durchführen, zum Beispiel Medikamente gehen, Verbände erschienen lehren, Patientengespräche führen, Patientenakte verwalten, Beobachtungen und Pflegemaßnahmen dokumentieren, Organisations- und Verwaltungsaufgaben überholen. Was ist dann nur die Arbeitskleidung von einem Pfleger? Kasak, ein weißes Box, bequem schon. An der Arbeitszeiten, es gibt normalerweise auch Schichten geschafft, auch der Weekend und Nachts. Heute sieht ein Foto von Material, für den alles braucht an der Pflege. Das kennt ihr ja auch schon, zum Beispiel so ein Invalidescooter, ein Rollator, oder ihr schon bestimmt gesehen, Kratschen, ein Rollstuhl, ein Walker, das so gestaltet, für weiterzugehen, oder auch ein Bengel. Ich meine, das habt ihr ja schon auch gesehen, ne? Weil hier ist so einen kleinen Witz, wenn ihr das kann so sagen. Du hast dann eine Frau, die begegnet eine andere Frau. Da seht ihr. Moin, Arlet!
Margina, deine Schwester? Nee, ich habe keine Schwester. Ma doch, ich sie nicht. Ich kann ihr nicht halt, ob mich zu belästigen. Was will das sagen? Du mal das Thema Demenz, das heißt, Leute, die nicht mehr wissen oder Chemie kennen. Und die Leute, die machen das nicht express, die können nicht dafür, dass das eben den Alter, den das mit sich bringt, und das nennen die dann Demenz. Was ist eine Demenz? Leute mit Demenz sind an ihrer Wahrnehmung eingeschränkt und reagieren oft sensibel auf Stress. Sie gehen teilweise aggressiv, wenn ihnen zu viel sehr will helfen, ohne sich auf ihren Tempo anzustellen. Das kommt nicht von ihnen als Person, mehr als durch ihre Krankheit bedingt. Sie fühlen sich verunsichert und ihre Krankheit macht ihnen Angst. Es ist immens wichtig, denen Leuten Gefühl zu geben, dass sie etwas machen können und dazu gehören. Es muss in ihnen auch unbedingt ein Gefühl von Akzeptanz und von Sicherheit geben mit gewinnten Aufleben vom Alltag, die sie können und wo sie sich zurechtfinden. Falls Sie nicht mehr wissen, wie Ihnen ein Fourchette an den Mund hält, ist es gut, wenn ihr vis-à-vis sitzt und Ihnen das vormischt. Was soll ich nicht sagen? Was soll ich nicht sagen? Ich habe dir das doch schon 50 Mal gesagt. Nein, das soll ich nicht sagen. Die Leute können nicht dafür, dass sie nicht mehr alles verhalten und sich komisch verhalten. Sie vergessen ganz ja. Sie merken das auch teilweise selber. Und das ist schwer für sie selber und auch die Leute rundherum. Es muss ihnen sich ganz viel Zeit holen und ob sie angehen. Es muss ihnen aber nicht an einer Babyspruch mit den Leuten schwätzen. Die Leute haben ihr Leben an sich. Aber es soll ganz normal mit ihnen schwätzen. Es soll ihn nicht auf ihr Defizite angehen. Es soll ihn auch nicht mengen, dass sie nicht mehr mitkriegen, wenn ihn über sie schwätzt, auch wenn sie sich nicht so ausdrücken können. Dem nur ganz lieb, ruhig, mit ihnen umgehen und nicht lernen, auf sie für blöd halten. Die Leute haben ganz Leben lang aktiv verbracht, schon geschafft, gelacht, gekrascht, viel erholt. Mehr lo baut ihre Körper und hauptsächlich den Geist auf. Die Leute können nicht dafür und machen das nicht express. Wir kennen bestimmt alle so eine Person, an einem Alters- oder Pflegeheim oder auch daheim. Die Leute könnten wohl vor der Straße laufen und sich Spausen vom Gebäude nicht mehr herumfahren. So geht gut aufgepasst, dass sie nicht raus können laufen. Tiere, wo beispielsweise ein Speer oder ein Geländer da, das verhindert, dass sie fortkommen. Was sind die ersten Warnzeichen von einer Demenz? Die Person wiederholt immer dieselben Fragen. Sie sind immer dasselbe. Die Person erzählt immer nicht dieselbe Geschichte. Die Person weiß nicht mehr, wie bestimmte all diese Sachen funktionieren. Wie kochen, Karten spielen, die Handhabung von der Telekommande. Die Person weiß nicht mehr, wo sie die all diese Sachen hingelöscht hat. Und sie verdächtigt, anderen Personen den Objekt in Wäsche gehabt zu haben. Die Person vernachlässigt het äußert, streut das aber auf. Die Person antwortet auf eine Frage, an dem sie die Frage wiederholt. So, hier im Buch ist noch eine kurze Erklärung über die Alzheimer-Krankheit. Das Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung, die oft am Alter
von ab 65 Jahren optritt. Weltweit gibt 24 Millionen betroffene Leute geschätzt. Den Umstand von Dr. Alois Alzheimer, den Krankheit 1906 beschrieben wird, nachdem sie am Gehirn von einer verstorbenen Person Veränderungen festgestellt wird. Alzheimer ist eine Form von Demenz. Gemäß Untersuchungen steht Aluminium oder auch Feinstaub als eine eventuelle Ursache zur Spruch. Mehr gibt noch andere Ursachen. Muss ich aber auch wissen, dass nicht jeder den etwas vergisst, nur krank ist. Ich meine, jeder kann mal etwas vergessen. Das machen wir ja auch. Das tun wir auch mal, dass wir etwas vergessen. Doch kann auch jeder. Ne? Das kann allen Menschen passieren. Am Alter gibt es ganz oft Störungen wie Vergesslichkeit, Delirium, Altersdepression, Wahnvorstellungen, Gehirntumor, Diabetiker, Zuckerkrank, Aphasie, Spruchstörung oder komplette Verlust von der Spruch, Probleme mit Blutdruck, Stoffwechselerkrankungen, zu hohes Cholesterol, Schlaganfall, Einschränkungen von der Beweglichkeit. So, hier ist dann eine kurze Erklärung über die Ernährung bei so Leuten. Wichtig ist, dass alle Leute sich gut und gesund ernähren und sich auch genug an regelmäßig bewegen. Das ist auch ganz wichtig. Auch viel trinken ist ganz, ganz wichtig. Und das vergessen da viel. Behandlung. Pflanz Ginkgo biloba kann laut Etüden zur Prävention von der Alzheimer-Krankheit angesagt werden. Auch verschiedene Vitamine wie B12, B6, Vitamin C, E, Folsäure, Cholin und andere Seelen und so weiter sind auch wichtig für die Krankheit vorzubeugen. Voilà. Dann haben wir noch ein kleines Thema über Gehirntraining. Da sind dann die Leute, die können dann Gesellschaftsspieler machen, Memory, Kreuzworträtsel sehr gut. Und Lesen, alles das hält geistig fit. Dann haben wir noch eine kurze Erklärung über Sport oder Bewegung. Selbstverständlich gibt es auch viele Leute, die ganz fit sind, sowohl geistig wie auch körperlich. Das ist nicht jeder, der krank ist oder sich bewegen kann. Es gibt sogar viele Leute, die sportlich nach Höchstleistungen bringen, zum Beispiel nach Marathon laufen. Da haben wir dann einen von 108 Jahren, das ist ein Inder. Dann haben wir noch eine Frau von 92 Jahren und dann einen von 86, dann einen, den in der Wasser rennen möchte. Also, da gibt auch noch viele Leute, die wirklich ganz sportlich aktiv sind. Und dann haben wir hier im Buch noch eine Erklärung über Filme zum Thema Demenz. Zum Beispiel der Film, den heißt Vergiss mal nicht 2012, was der gelaufen. Amour, Liebe 2012, die Auslöschung 2013, Honig im Kopf 2014, Stille Leis, mein Leben ohne Gestern 2014. Voilà, da sind noch ein paar Witze hier im Buch. Ich meine, die könnt ihr auch selber noch angucken, wenn ihr das Buch wollt kaufen. Das könnt ihr da bestellen, bei Luxer, die findet ihr auch an verschiedenen Geschäften hier im Land. Voilà, also hier ist dann ein Buch, für euch zu weisen. Und so nicht viel, merci, dass ihr so gut nachgelauscht habt. Bis ein anderes Mal.